Hallihallöli, ich bin's wieder, euer Blastingenieur. Und da sehen wir da wieder, ja, scheiß der Schmutz. Den hätte ich mir vielleicht schon sparen sollen, der Stelle, aber da sind wir mit dem ersten, das ist der erste Entwurf von meinem Schieberle. Und den habe ich noch ordentlich eingeschmutzt. Und jetzt haben wir neulich schon den zweiten Entwurf bastelt. Also das hab ich am Computer gemacht und hab das sehr fleißig kommentiert. Und natürlich habe ich es auch ausgedruckt. Das geht noch nicht ganz so gut und ihr seht auch hier, das ist nicht gedruckt, das ist einfach geschnitzt. Und muss das Hebel ein bisschen kürzer, weil ihr seht, das wäre dann sonst hier ein bisschen übergestanden, da habe ich nicht ganz aufgepasst. Das ist halt, ja, man hätte das schon alles hier berechnen können und schon mal testen können im Computer. Oder man druckt es halt einfach aus und schneidet dann halt weg, was man nicht braucht. Aber das geht doch schon ganz gut. Und jetzt als nächstes machen wir dann das ganze Paket drumherum. Also dass nachher da das Magazin drauf kommt. Irgendwie, Schwamm. Dass wir Pfeile einladen. Und das Schieberle im Magazin geht auch noch nicht ganz so gut. Das liegt da so eine Federle. Ich habe da seitlich noch 2 Fäder liegen, also da finden wir auch eine Lösung. Also gut, eure Feder brauchen wir, weil das seht ihr, das Schieberle, das geht noch nicht selber zurück. Da brauchen wir da eine Federle, oder ursprünglich habe ich mir da eine Federle vorgesehen. Die 2 Möglichkeiten gibt es halt. Wenn wieder da, also da gibt es die Möglichkeit noch nicht, weil das ist jetzt noch nicht vorgesehen. Wenn man jetzt da das Pfeile drin hat, dann ja, das schießt auch schon. Es ist nur, ja, das sollte vielleicht auch nicht so weit rausgehen, weil dann geht der nächste Pfeil schon rein. Ohne dass und mein Schieber ist schon draußen. Das geht natürlich nicht. So ist ideal. Und von da vorne kannst du an der Schwungrädel das Käfig übernehmen und ein bisschen Dampf dahinter packen. So ist die Idee. Ja, das kann sein, dass man das kann sein, aber da kann ich den Trigger. Ich glaube, den Trigger, das ist das einfachste, weil das ist das Teil, das am wenigsten Zeit braucht zum Drucken. Den einfach dann so modifizieren, dass ich dann sehe, was von Weg das. Ich meine, man könnte es auch sauber simulieren und alles aber das hätte mir keinen Spaß machen, das wäre ja dann Arbeit. Das ist ja. Oh, das Gott eigentlich vom Weg her. Weil es muss so sein, dass der Schieber dann nicht dahinter umgeht. Das geht immer nur drüber hinaus, wenn ich das arg. Das heißt, es wird ja nachher von der Feder auch ein bisschen zurückgehalten. Und wir machen den Mechanismus, das ist jetzt auch bloß ein zweiter Prototyp. Deswegen ist das alles hier. Also das ist ja kein richtiger Griff, aber ja, ich wollte das jetzt halt mit möglichst wenig Material ausdrucken, dass ich da nicht unnötig Zeugs machen muss. Ich hoffe, ich spürt, wie ich denke. Das ist jetzt auch alles nicht so richtig festgeschraubt, weil sonst wird das ein bisschen. Ich habe da ein bisschen zu wenig Toleranz drin. Aber schon mehr wie bei dem. Also habe ich schon dazugelernt. Das kann sein, dass man. Und dann kommt nachher da ein Griff drum und die Schraube versenkt man. Da kommt dann noch außen, dass man das liegen drucken kann. Da kommt da von außen noch Design drum und alles. Aber jetzt als nächstes machen wir da einfach mal Gehäuse für die Schwungrädler. Dann ordentlicher Griff, das ganze Schieberl-Ding gescheit. Und wenn das alles klappt, dann machen wir es hübsch. Dann machen wir noch ein bisschen Verkleidung hin und alles. Oder wenn das so aussieht, wie wir es haben wollen. Jetzt haben wir Federle. Also das wird dann nachher so Federle. Das kann man dann
ja, da brauchen wir dann hier so Öse, irgendwie sowas. Das zieht dann der, ja, das, gut, das geht jetzt hier nicht. Ja, das mit dem, also, ich wollte es halt einfach testen, ob es richtig gut ist. Das mit dem Eischmieren hätte man da eigentlich auch sparen können. Und habe ich noch mal ein Fädel. Das ist für das Magazin da. Aber ich glaube, das mache ich ohne Eich. Also das, so das ist schon recht gut gegangen. Aber das muss ich mal in aller Ruhe machen. Weil die hat ein bisschen mehr Dampf. Das heißt, ja, das Schieberle hat halt wirklich nicht so, das will nicht. Da an der Stelle, also die letzte Pfeile will es nicht wirklich rausschieben, weil das Federle einfach schwach ist. Und müssen wir gucken. Wenn das alles passt, dann drucken wir das Magazin irgendwann mal raus. Aber zuerst löse ich das alles mit Schrauben. Idealerweise gegangen, die muss mal gucken, wie ich das am geschicktesten hinbringe, dass die nicht, ja, dass die nicht da so aussehen, sondern dass die schön versenkt sind. Das sieht halt schon ein bisschen schäbig aus. Aber ja, wie schon gesagt, Prototyp. Und da kann man dann auch, weil das ist was ich gern hätte, dass es nicht bloß eine Runde ist, sondern wirklich ein paar Runden, dass man das einfach beliebig nach oben, also was halt bei beliebig nicht ganz, ich meine, irgendwann mal stößt das alles an seine Grenze, aber zumindest ein paar Runden, dass man dann wirklich Munition hat in so einer Trommel. Und als nächstes mal, ich bin mir überlegen, das ist Ingenieurskrankheit, wenn man an einem Projekt dran ist, man überlegt sich das nächste Projekt und überlege mir gerade, ob man nicht so Trommel machen kann mit dem System, wo die Pfeile so rum drin sind. Dass das einfach da direkt rausgeht, dann machen wir da auch spezielle Klarstellers dafür. Ja, das wird spannend, lasse der Abole da. Das wird spannend, das lohnt sich. Dann wünsche ich euch frohes Bestler und besinnliche Zeit und so Zeugs und was weiß ich. Euer Klarstellingenieur.